Morgens alle. Hat jeder einzelne hier welkom. Waar we onze zaten nemen en waar we onze bulletins even gaan. Nummer 1. Ik denk dat klok 7 uur is, Jugend Bibelstund hier bij de kerk. En dan donderdag is Ladies Fellowship, klok 7 uur is ook hier bij de kerk. En 7 uur is Gebetstund voor de ganze familie. En dat is wichtig dat we door denken, nu komt te beden. En wenn wir vorwärts kijken doen, april den 18. Stelle Freitagsmorgens, klok 10 morgens wordt hier de service zijn. En dan klok 6 uur wat moet zijn bij Milverton. En ik geloof het fijn zijn, wanneer du zich weer wordt opmerken in de hand van iemand. Met iemand op uur moet gaan en bijstaan. We deden dort schon 3 in Leamington en die waren sehr mutig, die freuen sich sehr, wenn sie Jas kriegen. So ich glaube, wenn Gott da sind, und bijstaan da kann fahren. Und dann den April den 20. klok 7 morgens de Sunrise Service, da wird bei Tilsburg sein, das mal. Und dann klok 10 wird hier bei der Andacht sein, hier bei der Kirche. En dan april den 26. klok 6 uur. En dan wordt hier membership meeting zijn. Hier is bij de kerk zo door. Ons te vooruitmerken en door denken. En te meeting komen. En dan in je nood zegt dat. Er wordt een zondagschool presentation zijn tussen de services. Er wordt nu Luther nog. Wordt de zondagschoolleraar dat nog bekend maken. En dan de photo directory, die van Beke, dat zijn te gaan in de library voor $10. Dat is handig met de Beke, dan kunnen we leichter wem dat vonden maar zijn weer het eerst, dan kunnen dat beeld zijn, dat is handig. En dat is een goede prijs voor $10. En er zijn ook mensen ongevraagd, om hier zijn kleren bekomen, en wanneer we eerst wel hier zo de feit dat God een paar op dat hem hier zo bijkomt als kleder, dan doet hem bij ons uitvallen. En dan Pastor Henry den aanhandigen, zo schön als je kan. En dan hebben we ook gepland een karten toffers te gaan. En wanneer we eerst wel zich laten duiken, dan doet hem bij ons ook uitvallen. En Pastor Henry den geven. Al die bells, die zijn te heen te gaan in de foyer. Wanneer je niet weet hoe die zijn, dan vraag een van de ushers, dat weet hoe de bellen zijn te uitvallen. Dat is al voor de bekoming en dan nog zum Anfang beten. Himmlischer Vater, wir haben die Dank, dass wir kein Top kommen hier so anversteht und war mit der Gemeinde Top, dass es scheint, dass wir können hier ankommen und die Namen verherrlichen und von die hier. Und wir beten hart, dass die muss in unserem Mat sein und die sagst, wo Vater die Namen sein, du bist die Madden ernten wie en we wollen van die hier van des Mars, ik weet dat onze harten worden rijdt zijn, om dat aan te nemen wat die hast voor ons. En we weten dat die hast een gouden plan, die hast goud am zijn voor ons. En we willen die bedanken voor die de veilig zijn die wordt verder brengen voor die treue deiner. Ik weet ook voor Isaac Beckett, wanneer de boodschap hier zo verbrengt, dat die ons kracht geven, ook freudigheid dat wordt verder brengen. En haar dat het woord ze brengen, die wat je geeft hast. En haar dat we dat mogen anwenden aan ons leven. Dat het kan veel vrucht brengen en we kan woorden en toenemen. Dan we brengen dat door aan. Haar we brengen dat aan die. We willen van die heren, van die ons mars. We willen ook bidden voor de kerken ram ons. En ook waar die kinderen zich troffen. Dan Henry en Tina zijn in Milverton. Ik weet dat die ook doen moesten naar de maat zijn. En die aan te zijn. Ook Banner Margaret zijn in Leamington hiervoor moest die aan ook beschützen und du an ihrer Mat sein. Sie können gute Zeit haben und dass du kannst dich anreden zu den Menschen, was dir fehlt. Wir werden auch für die Sonntagsschulen, dass du musst viel Weisheit geben, dass die Lehrer können die Kinder lernen, auch der erwachsenen Sonntagsschulen. Und alles, was wir tun, wir wollen uns ganz an denen hingeben. Wir wollen dass du unseren Sinn kontrollieren, dat we worden naar die woord horchen
und annehmen, was du zu uns zu sein hast. Und Herr, wird einmal hier für dich tun, was du musst verherrlicht werden, dass ich ans Top komme hier. Wir wollen auch beten für die, alle Christen, die auf Verfallung leiden, die nicht kennen, dass der Top kommt. Du musst mit ansehen und das wieder enthalten, denn wir wissen, dass du sind sehr viele von der und auch, die du sehr Verfallung leiden. Und wir denken, wir filmen uns gleich an, was die durchgehen, wenn wir haben so gut hier. Aber wir wollen an einem Tag von der Mars, und Herr, musst du, wo immer dein Wort, was ihr predigt von dir, reden, in dein Wort, dort mag uitgehen, in den heiligen Jes, und viel Frucht bringen. Und wir danken dir für die Stunde in Jesus' Namen. Amen. Ich sage dies, was als ein Leid leiden. Maar dan ze ditje zangpieken nemen 397. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchringt. 197. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, habt ihr mich auch drohen von fern. Mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl. In dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Die Last meiner Sünden trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreiset den Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Dann leb ich in Christo, für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mojes,
Ik had niet den titel nee gezegd dat Neil kan den titel aan de bulletin nemen. Ik wist niet wat ik dat wil voor een titel geven. En neem morgens kwam je aan, wanneer ik dat een titel geven, dan wordt het zijn een thuis merken. En ik wil van jou morgens van twee dingen reden van de ongewoonheid, van slechte ongewoonheden. In 1 Thessalonica 5, vers 16 tot 17, daar hebben we drie dingen wat God van ons verlangt. Het eerste is dat we immer vrouw zijn. En het tweede is dat we onhuld en gebed zijn. En het derde is dat we in alle leeuw dankbaar zijn. Dan hij zegt, dat is God zijn willen voor ons. Zo die drie dingen, dat is God zijn willen voor ons, dat we die doen. Zo dat is niet, hij zegt niet, je kan die doen, want je dat jankert, maar want je wil. Hij zegt, dat is God zijn willen voor je. Zo dat is wat God van ons verlangt. En slechte ongewoonheden, die kunnen ons weghouden van deze drie dingen. En dat heb ik alle ervaren en die kunnen ons onderdrukken. En dan kunnen we niet dat doen wat God van ons verlangt. Dan kunnen we niet immer vrouw zijn, want we slechte ongewoonheden, die doen ons pijn. En zo, we kunnen, en er zijn goede ongewoonheden en slechte ongewoonheden, het alles heeft twee zijden. Zo, en wat we kunnen doen, we kunnen deze slechte ongewoonheden vertuigen voor goede ongewoonheden. Zo ons goede dingen aanwenden en die slechte ongewoonheden wat we gaan uitschaffen en dan goede dingen aanwenden en er staat daar. En wenn wir denken an schlechte ongewoonheden, dann können sie dann vielleicht goed zullen we gaan, dus vielleicht een drinker, somebody wat de drugs gebruikt heeft, een schmeker. Dus alle soorten dingen denken we vielleicht goed, wenn we denken an schlechte ongewoonheden. Aber weet je, das sind diese schlechte ongewoonheden, wat we uns gaan aanwenden. En Petrus zegt in 2 Petrus 2 vers 19, door de laatste part zegt hij, wils wat immer ein Mensch ungehaft, daran ist er versklavt. So Petrus steht hier viel wieder statt, wat immer ein Mensch ungehaft, daran ist er versklavt. Und weet je, wat allemaal ist nicht sehr schwer, besonders schlechte Ongewoonheden oder einmal vielleicht das Schlechte sind, aber auch nicht, dass die uns gut tun. Und wir waren uns Dinge an, dass wir das reich anwenden. Und das kann so lesen. Das ist mit, dass wir würden einen Druck nehmen, und dann noch einen Druck nehmen, und dann den Faden Top zu drehen, und dann noch einen Druck nehmen, und dann die Top fleichen. Nicht? Und das dort über einen Druck, und dann den nächsten Bienen, und den nächsten, und den nächsten. En op eenmaal heeft dat een dikke kabel wat we niet breken deed. En zo is dat met ongewoonheden. We komen de verten zo lezen aan, we worden er kwestig aan, want we doen maar aanvangen en doen dat even en even en even. En op eenmaal worden we dat aan, we gaan ons dat zo zeer ongewoond. En dan zijn we dat ook echt goed is voor ons. En dan waren we het op hier en dan worden we aan, hey, dat is wel goed schaffen. En dan verten hebben we grote trouble en verten kampen jaren met de dingen proberen op te waren. Zo, ik wil een beetje een bijspel brengen van het Oude Testament, wat we met de slechte ongewoonheden doen. Eerstens, ik geloof het goed, wanneer we ons nog mal onderzoeken doen. En ik geloof het goed, wanneer jeder eens, ja, wanneer we ons alle zelfs onderzoeken doen. Niet goed zijn de gedanken laten, de anderen gewoon, oh ja, den fällt dat die heeft deze ongewoonheden, of die heeft die ongewoonheden. Maar jeder eens, ja, wanneer we ons zelfs onderzoeken doen, in zijn op eenmaal de ongewoonheden in ons leven zijn, wat we ons ongewoond hebben, wat er niet goed zijn. En zoals ik zei, er zijn duizend dingen wat we ons gaan aanwenden.
Anheilig Geld verbrechen, schlechte reden, plündern. Und das kleine Kinder, die waren sich Dinge an, wenn die noch ganz klein sind, die waren sich an, am Dünn zu sehen, die waren sich an, auf die Ferne zu nehmen. Und so steht der das wieder. Und auch wie große Menschen, wie können uns sämtlich Dinge anwenden, und die tun uns hindern. Besonders in uns christlichen Leben, in Woßen und Tonehmen, sind die Pferden ein großes Hindernis. Und 5. Mose 12, Vers 1 durch 3. Ich weiß nicht genau, was das 5. Mose ist oder 4. Mose. Ja, 5. Mose 12, Vers 1 durch 3. Du sagst, dat is dit. Dit zijn de zaten in Verschriften, die je met alle voor zich houden zullen. En dat land, want de Heer, je voeders, ihr Gott, die je gegeven hebt, die zullen dat aannemen. En de ganze tijd, dat die op deze eerd zijn, te wonen. Want die eerste Feldjahr Rütjahren soll die unbedingt die Städten, davon wo sie ihre Jätter dienen, so als ab ihre Hügelbäu und ab ihre Lehrgebäu und unter jeder reinen Baum. Die sollen da ihre Altoren durchbrechen und ihre Stellesteine durchbrechen. Die sollen ihre Aschara-Jätter verbrennen und ihre Aufbilder von ihren Jätter durchhaken. Die sollen die Nummers von den Jätter uitroeden. Sie Gott befahl Moses hier, dass er soll, wenn sie schon das Land annehmen, sie sollen erst die Feldjahr uitjagen. Und dann, wenn sie das haben, dann sollen sie alles, was sie gebraucht haben, alle Aufjätter, was sie haben abgestellt in Altoren, die sollen sie alle durchbrechen und verbrennen, die alle abbrechen. Warum? Wenn es Gott wüsste, dass wenn sie würden ankommen und in diese Dinge durchluten, dann würden sie in Gefahr sein, dass sie mit der Typ auch würden die Jätter anbeten. Und dann sagt Gott, die sollen das falsch tun und dann all die Aufjätter rüttrieben. Jetzt und das kriegt es wieder in unser Leben, man. Wie sind dass an Gott sind recht nahe gekommen, wir haben das eigene Leben gekriegt, wir sind nie in die Buren. Ist das gut, dass wir die alle Dinge in unser Leben rütbringen, nicht zufrieden sein, aber proben die Dinge, die wir uns eingewandt haben, schlechte eingewandt hätten, die proben an uns zu holen. Ist das, was uns ein großes Hindernis sind, in uns christlichen Leben wasen. Ich habe es selbst gefunden, und das ist ein sehr großes Hindernis, wenn wir die proben anzuholen und bleiben, wir können noch beides haben. Wir kommen vielleicht ein bisschen ein, aber wir kommen nicht wieder an uns Wasen, an uns christliches Leben. Sondern wir bleiben, dass wir können die anholen und dann an uns christliches Leben wiederkommen. Das ist nicht, was er schaffen hat. Gott befahl Moses, dass die sollen das alle abbrechen. Und er sagt, sie sollen die ganze Zeit, was sie auf dieser Erde bewohnen. Weil Gott sein Wort sagt, dass wir den Herrn angenommen haben, so soll wir auch dann bleiben. So, wenn wir den annehmen, dann wir können nicht all diese Dinge mitbringen. Das ist ein bisschen, wenn jemand wird von den Marienländern herkommen, die haben früher in die Sache, die können mehr als 2 Frühes haben. Und wenn die würden hier ankommen und sagen, weil da mein Haus hat das Reich 2 Frühes zu haben, und du wirst, glaube ich, soll ich das Reich haben, hier 2 Frühes zu haben. Aber hier sind die Sätze, die sagen, wir können nicht 2 Frühes haben. So, wenn sie hier ankommen, dann machen sie nicht die Sätze gehen, was hier ist. Dann können sie ja nicht brauchen. Und kriegt so erst das mit uns christlichen Leben. Wir können nicht Dinge von uns alten Leben mitbringen und uns Leben nennen und glauben, das ist okay. Das schafft nicht. Jesus Christus hat auch gesagt, er sagt, wir sollen an sein Wort bleiben.
und wir sollen nicht überbrechen. So kriegt so aus dessen nicht sollen dort die Leute so soll wir auch alle Dinge uitriemen in die Doel brengen, wat immer du musst sein, und du von weg bleiben, dass wir nicht in die Vorsehen, war drei in uns altes Leben nannte kommen. In 4. Mose 33, Vers 35 und 36, da sagt dat, wenn die Einwohner von dat Land nicht verdrieben, dann waren die Eberluten zu Speckers an den Uhren und zu Speckerpitchen auf denen Regen waren. Und waren die an dat Land, wo ich wo je binnen wohnen und je drecken. Dann wird dort passieren, dass ich jeden Tag antedaunen, wo ich, dann wird dort passieren, dass ich dort andaunen, wo ich doch antedaunen. So hier sei wir dort. Das sagt man, die würden was überladen, von den Dingen, was sie bannen wären. Das sagt, die würden so als Specker an ihre Jungen waren, und so Specker pitchen auf ihren Regen. So und das sagt wieder, die würden unterdrücken. So kriegt so, als das mit dem, wenn wir angewandt hätten haben, und wir wollen die anholen, weil die waren uns ein Hindernis, und die waren das ein Specker an uns Jungen. Und die waren uns unterdrücken. Die unterdrücken uns, die tun uns badern. Wir können nicht verfall Christus dienen, dass wir würden bauen, wenn wir diese Dinge proben anholen. Die sagt, wenn die nicht rüttrieben wollen. Wir müssen die rütschaffen. So das, was Gott befehlen hat, dass sie sollen die schlechten Anwohner rütjagen, in die Aufstädte, in die Altaren, all dort durchbrechen und abbrechen. Und woran? Wenn sie das nicht würden, das sagt, das würde ihnen unterdrücken. So, das ist wichtig, dass wir daran denken, dass wir, und die sind fertig und gerade Hindernisse, als wir uns mal so denken, und das dürfen große besondere schlechte Euren hätten dann, über Euren hätten, wenn wir vor Gott kommen, dann ist das ein Bett, das ist ein Specker, das bohrt uns ein Bett. So, das ist gut, wenn wir die Rüt tun, dass wir können mit dem Frieden gewassen vor Gott kommen und Gott dienen tun. So, das ich sehe, die Vertiefen, wo haben wir dann diese schlechte Euren hätten losworden? Die Vertiefen. Wenn wir an so eine Sache haben, wir wollen nicht an, wir sind Euren hätten, weil dann, wenn wir die schweiten, dann die abhören und dann gute Euren hätten anwarnen. Und von diesen Dingen, von den 3 Dingen, was wir in 1. Thessalonicher 5 von lesen, dann sind mehr Dinge, was wir durch an den nächsten Fallen, was wir uns würden können anwarnen. In der Bibel sind auch viele Dinge, was wir uns würden können anwarnen, wo dann zu sehr gut und sehr gesund sind, wenn wir das christliche Leben dort wir können wasen. Und dazu kriegt, was Paulus sagt, dass in Kolosser 3, Vers 9, durch 10, sagt es dort, tut nicht untereinander liegen. Die haben den alten Leben, den alten Eck mit seiner beiden Natur in Werken aufgelegt. Und die haben eine neue Natur angenommen, die immer da nur dem lecken, der ihn gemerkt hat. So die sagt, tut nicht untereinander liegen. Die haben das alte Eck mit der beiden Natur in den Werken aufgelegt. Nu habe ich eine neue Natur angenommen. Sie das alle auflegen, eine neue Natur annehmen, sodass wir immer da an den lecken, der uns gemerkt hat. Das ist ein Weg, wo wir die Dinge vertiefen. Die alle Dinge auflegen, eine neue Dinge annehmen, eine neue Natur annehmen, sodass wir immer da an den lecken, der uns gemerkt hat. Und in 2. Petrus 1, Vers 3, der Feier sagt, dass
Seine Gotteskraft hat uns alles geschenken, was wir zum seilig waren, in ein fremdes Leben brücken, dadurch, dass wir den Tjanen lehren, die uns so viel Gutes zukommen leid, dass er uns seine eigene Herrlichkeit, zu seiner eigenen Herrlichkeit berufen leid. Und dann sagt er, durch die selbste Kraft hat er uns all die anderen ricke, wundervolle Segnungen versprochen. So, Gott hat uns alles versprochen. Gott sagt, er hat uns alles gegeben, was wir brauchen zum Leben und zum Gott seilig sein. Und mit dort hat er uns auch alle anderen wundervolle Segnungen geschenkt. Und sagt er, durch die wir von dort verkommenen Leben können loskommen. Woran wir durch die Leidenschaften in dieser Welt gebunden sind und an Gott seine Natur Anteil haben. So hier können wir den Tisch sein. Paulus sagt, wir sollen das alle Eck mit den beiden Worten offline in eine neue Natur annehmen, dass wir immer da können den Leuten, der uns gemerkt hat. Und hier sagt er, wir können ein vollkommenes Leben haben, ein Loskommen von das verkommene Leben, worum wir gebunden werden. In Gott seine Natur Anteil haben. Wir können Anteil haben an Gott seine Natur. Und das ist ein wunderschönes Versprechen, was wir haben, dass wir können Anteil haben an Gott seine Natur. Wir können so eine Natur haben, aus Gott hat, was Jesus hat. Und das sage ich auf einer anderen Stelle, dass wir so eine Gesinnung haben, aus Jesus Christus selbst hat. So wir sollen so denken, aus Jesus Zeit. Und das ist möglich. So wir können das Dinge vertiefen. Und so mit schlechten Euwanheiten, die offline und dann nie andere Euwanheiten anwenden, like gute Euwanheiten, das froh sein, dankbar sein, beten. So die Dinge haben wir uns anwenden an diese Städten. Und ich glaube, Tofherten haben wir den Trouble, wir kämpfen da allein mit. Wir wollen nicht die Dinge mitteilen, wir haben vielleicht Dinge, wo wir mit kämpfen, wo wir uns an anwenden. Und sind zugestellt und das mitteilen, aber denken so, was wollen die Menschen denken, wenn die das wollen auch wollen, was ich mir angewandt habe, was ich tue. So dann kämpfen, fährten die selbst mit, und das fährten ein sehr großer Kampf, und fährten kämpfen die Menschen gleich losfahren, fährten kämpfen die mit den Jahren losfahren. Weil es so viel leichter sind, so viel leichter, wenn wir das mitteilen, dass andere können vor uns beten, weil das sagt, Gott sein Wort befehlt uns, dass wir sollen immer beten. Und besonders für die, die in Gott sein Recht sind. So, wir sind durch einer von den anderen. Warum würden wir selbst einmal probieren, diese Dinge zu kämpfen oder die selbst probieren loszukommen, wenn du so viel Hilfe hast? Andere Brüder, die wahrlich sind, zum uns halten, von uns beten und uns halten, davon loszukommen. Ich werde Jahren dreimal dann wie ein Bruder, der hat auch Dinge, was er sich angewandt hat, schlechte angewandt hat, und er wollte losfahren, und das schien so, die können nicht. Und auf einmal früher mir, was ich am Boot halten. Und ich dachte, und er sagte, er hat früher gesagt, am Boot verantwortlich halten. So er hat früher gesagt, er von beten, und er wollte losfahren kommen. Und dann früher hat er mir gesagt, wir haben alle Tage so ausfahren, und am Freitag, wo er da, wo er wieder kam mit das. Und nur 2 Wochen, dann werde ich losfahren, und das von der und da nach Frieden fahren. So, du hast Halt. Wir sollen nicht zugestellt sein, zum das mitteilen. Du hast Halt. Wir können Halt haben, und es ist so viel leichter, von Dingen loszukommen, wenn du Dinge sind, wo wir mit kämpfen tun, wenn du Dinge sind, wo wir von los wollen. So, wir sollen uns nicht zurückholen. Das ist ein Ding, was die Menschen von uns denken. Wo das ist, zu viel an uns Trouble, wir denken so, na, was wollen die Menschen denken? Und you know, wenn wir das betätigen, dann, das ist nicht aus Stoltheit. Wir wollen nicht uns luten, wir wollen nicht haben, die Menschen sollen irgendwas leer denken von uns. Wir wollen doch euch sein, nicht? Weil Gott checken das hart. Und you know, Petrus sagt auch, wenn wer sich demütigen lässt, Gott hilft ihn ab. Der Fied sagt, wenn die was demütigen, wenn die das was Schritt bringen,
dann wirst du zu schauen wollen. Und Gott sagt, wenn die wirst mitgehen, dann will ich die abheben. Und das ist so, wo Gott wird keinmalig ein Mensch einladen, oder laden zu schauen wollen, was sich die mitgehen, was betan, oder eine Halbfrauen. Gott hat noch keinmalig wem, du liegen die Leute und er wird keinmalig. Er sagt, ich will ihn abheben. Er sagt, er war eine Städtestalter, aber er hat die, was sich da mitgehen dann, die hebt er ab. Und das sagt in 1. Johannes 3, Vers 9, sagt er, wer von Gott geboren ist, lebt nicht in Sinn. Willst Gott sie nicht hier an Gott bleiben, die können nicht sündigen. Willst sie von Gott geboren sind, und nie leben als sie kann. You know, wenn wir an das Leben ankommen, wir können nicht anhaltend bleiben mit Sinnen. Wir können nicht anhaltend bleiben mit mutwillig Sinnen. Das schafft nicht. Das sage ich, wir können nicht. Wir können nicht anhaltend bleiben mit mutwillig Sinnen. Weil wir sind von Gott geboren. So, das ist wichtig, dass wir uns hier segnen, und dass wir nur sein wollen, man an Städten, das sein, dass wir nicht, sein, dass wir nicht kennen. Das sage ich, wir können nicht angehen, wenn wir hier sind, zum Glauben gekommen. So, das erste, was wir können uns anwenden, ist Frau sein. You know, in Frau sein, du sehr große Macht bin an Frau sein. Und das Leid, was wir sehen, das sehr passend Leid für. Die Mann, die wir auch Frau, kriegen dann, was passieren wird. So, in Nehemiah 8, Vers 10 sagt das, du in der letzten Strophe sagt, du willst die Friede anhören, ist, was den Streit merkt. So, unsere Kraft ist an der Friede, und an der Friede zu den Herren, dort ist unsere Kraft. In Römer 15, Vers 13 sagt das, möchte Gott von den alle Hoffnungen kämpfen, dient durch ihnen Glauben und Arm vollop Friede und Friede schenken, dort die Hoffnung durch den Heiligen Geist seine Kraft und die entwassen kann, mag. So wird Paulus hier sagen, dass wenn wir Friede haben und dort, was wir glauben, dort wird unsere Hoffnung stark. So dann wird unsere Hoffnung immer stärker werden. Wenn wir Friede haben und dort, was wir glauben, dann sagt er, dann wird ihr was, dann wird die Hoffnung stärker werden. So du hast große Kraft und Frau sein. In 2. Korinther 3, 2 Vers 3 sagt Paulus, ich habe ihn so geschrieben, ich will beim nächsten Mal den Besiegen nicht traurig sein, moeten über die ich mich freuen soll. Ich habe das Vertrauen in den alle, dass die mit mir mitfreuen würden. Sie, wenn wir Frau sind, dort haben andere Menschen, die Raman sind, auch Frau mehr. Wenn wir anmutig sind, wir verdrießlich sind, weil dort die andere Gleichen getragen, dort die gleich macht, dann fährten wir uns, dann waren die auch verdrießlich. Aber wenn wir Frau sind, und wir haben eine große Ursache, Frau zu sein, für was Gott für uns getan hat, so dort haben andere Menschen, dann waren andere Menschen dadurch auch Frau. So das ist wichtig, dass wir Frau sind. Wenn es andere Einstellung, was wir tun, oder was immer wir uns anwenden, hat einen großen Einfluss an andere Menschen. Es wäre zu schlechtet oder zu gut. Wenn wir Frau sind, dort hat einen sehr großen Einfluss an andere Menschen, dort die auch Mut finden, in Tofjerten sind wir bedrängt und glauben, dass das schlecht und denken nicht an, was wir haben oder wo Frau wir können sein. Und wir können wirklich Frau sein. Und wir machen das üben. In dem vierten Fall wir uns gleich nur Frau sein. Aber wir machen das dann anders. Und ich will Ihnen sagen, wenn wir das tun, wenn wir uns nicht nur feiern, aber das tun, und wenn wir das in Stadt getan haben, dann wollen wir von den Umständen verjährt. Dann wollen sich Dinge ändern. Und dann auf einmal dann wollen wir wirklich froh sein. Vierten muss wir den Umfang merken, über das Term. Jetzt eine Früh, sein Tag, die ist auch verdrießlich im Brunch und war schließlich, weil sie in der Stadt fahren, haben sie ein kleines Mejaltje mit.
En gaan een maal nemen en als er eruit komt, dat is alle brandschen verdresselijk. En die mensen zijn alle verdresselijk en die zijn alle versteld over haar. En als ze die spieten gaan, dan zei ze tegen de kleine dochter, sagst du dat wat van Kruis je zegt, die kerkje mij heeft? En dan zegt die dochter tegen ja, nee mama, dat Kruis je zegt, had du al aan die als weer een ending. So dat had hij niet van die. En dat is wat het deed. We blijven verten dat kamp van anderen, maar wanneer we ons nu zitten, dan dat kamp van onszelf. We kunnen het over, immer armoedig zijn, of verdrietig zijn, of immer grenzen, dat ze een ooiewaan heeft. En we kunnen ons over vrouw zijn. En vrouw zijn, wanneer we vrouw zijn, dus grote kracht hebben. You know wat, wanneer we vrouw zijn, dat jaagt den Zutun van ons weg. Dus dat kan hij niet verdrijven. Die gleich ons doel te houden, die gleich ons armoedig te houden, ons verdrietig te houden. Dat is wat hij wil, maar wanneer we vrouw zijn, dat kan hij niet verdrijven. Dan verlaat hij zijn beeld. In Sprecher 15, vers 13 zegt dat een vrouw het hart merkt een vriendelijk gezicht. Maar wanneer het hart treurig is, fehlt de moed ook. Zo een vrouw het hart, dat merkt een vriendelijk gezicht. En dat is wat ons getracht heeft. Wanneer we een vriendelijk gezicht hebben, wanneer we een vriendelijk gezicht zijn, dan mogen we een beetje dichtbij komen. Dus dan treden we verder niet terecht moet. Dat is wat Paulus zei, dat hij wil hebben dat hij zich met hem top vrijen kan. En wanneer we een vriendelijk gezicht hebben, nou, wanneer we in top komen, so die kan er ook moed voelen, en die kan er ook vriendelijk worden. En Sprecher 15, vers 15 zegt, dat de bedreigte is dat leven immer schwer. Über ein vergenieten Hort freut sich jeder Tag. Sie, de bedreigte heeft het immer schwer in zijn leven. Über die wat zich vergenieten dan, en dat gouden, die zijn alle dag vrouw. Nu, wanneer we ons beginnen dan met de gouden dingen, wanneer we ons beginnen met dat wat God van ons te doen heeft, en gouden dingen doen, dan gaan we alle dag vrouw zijn. En dat is aan den Herrn dat we vrouw zijn. Dat is de enige oorzaak wat we hebben. Dat is de oorzaak wat we hebben, vrouw te zijn. Paulus zegt in Philippa 5, vers 4, zegt de vrede dient immer im Herrn. So dat is im Herrn dat we kan vrouw zijn. En zegt hij, en ik zei het nog eenmaal, vrede dient. So hij zegt, waar en waar, zegt de vrede dient. En hij zegt het meermaal, vrede dient. En in Lehrer 2, vers 26 sagt dat Gott segnet die gute Menschen mit Weisheit, Verständnis und Frieden. So Gott segnet die gute Menschen mit Weisheit, Verständnis und Frieden. So wenn wir uns eiven an gute tun, uns anwenden, gute Dinge tun, dann sagt er, Gott segnet die Menschen mit Weisheit, mit Verständnis und mit Frieden. So dat is an den Herrn, dat wir unsere Freiheit haben. In Psalm 16, Vers 11 sagt dat, du merkst mich mit den Lebensweg bekannt, in die ich gehen wird, ist die Freiheit so groß, als die worden kann. Bei die gereichte Hand sind ewige Frieden. So Gott merkt uns den Lebensweg bekannt. Und soll dort nicht uns Frau merken, soll wir nicht Frau sein? Dat we het weten, Gott heeft ons bekend gemaakt met den levensweg. En dat we zijn tot het eeuwige leven gekomen. So dat is werkelijk een oorzaak vrouw te zijn. In Psalm 100 vers 2 zegt het, dank den Herrn met vreden, kom voor met vrolijk gezang. You know, dat zegt God, David zegt ook dat God wandelt in den prijs van zijn volk. So, wie Gott preisen, dann ist Gott gegenwärtig. Das hat David gesagt. Er sagt, Gott wandelt an dem Preis von seinem Volk. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns anwenden, Gott zu loben, Gott zu preisen, bis dann ist Gott durch. Gott wandelt an dem Preis von seinem Volk. Und er sagt, dank dem Herrn mit Frieden, komm vor allem mit Freude Gesang.
En Jesus sagt in Johannes 15, vers 16, sagt die juist met die weer, en ik, Jeremia 15, vers 16, die juist met die weer, en ik uit de aap, die woord geeft mij vrede, wat diep en hard. So hij zegt, hij had God zijn woord aangenomen, en dat geeft hem vrede, diep en hard. You know, when we God zijn woord aannemen dan, dat geeft ons vrede, diep en hard. Wenn wir dort annehmen dann, dat tun, was het sagt, en darüber nachdenken, dort wird uns große Freude geben, was diep en hart wird uns dort Freude geben. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 10, sagt er, wenn die meine Geboten holen, wenn die meine weer holen, wo je ihn von mir Gott sein lassen. Doe so, als ich meinen Vater seine Geboten hol, und mich von ihm Gott sein lud. Ich habe ihnen das gesagt, dass meine Freude an ihnen bleiben mag und dass die ihn ganz frei kennen. So Jesus sagt hier, wenn die meine Geboten holen, wenn wir waren sein Wort holen, dann war ich ihn luden von meinem Vater Gott sein. Kriegt das heißt Gott sein von seinem Vater. Das heißt, wir haben an der Freude soll voll sein, dass wir sie ganz voll haben. Und wir können auch Freude finden an dem, dass wir Gott loben und singen zu Gott. Dort haben wir auch große Freude empfangen. Und das ist sehr gut, denk, was wir uns anwenden, Gott zu loben und zu preisen und zu singen, wo immer wir sind. Wenn wir fahren, wenn wir schaffen, und an uns Hort haben wir jährliche Leute zu den Herren singen und am Loben und Preisen. Wir sind dort, was uns große Freude geben. En aan de vrede aan den Herrn, dat is aan de kracht. En dus hier zegt, wenn wir vrede haben, wenn wir dankbar sind, dort wird den Südhund von uns weichen und dann wollen wir nicht so viel darum zu sein, kämpfen mit Versicherung. Weil das die Südhund nicht bleibt dabei. Ich krieg so, als wenn wir Pferden wo sind, wo du was sehr schlechte Wege gebracht, du musst wieder leiste weich gehen, du weil wir nicht bleiben, als die Felder sehr schlecht, das gleich wir bloß nicht. Und kriegst du erst einmal den Feind, wenn wir Gott preisen, dann loben und preisen, dann der Feind kann das nicht verdrehen, der wird verloren. Und das ist so wahr. Und das ist ein Ding, wenn wir diese Dinge hören, dann, das hat uns nicht. Aber wenn wir diese Dinge tun, dann, ich habe das nicht gefunden, ich werde das schaffen, en dat geldt voor alle mensen. So, wenn die wel van dingen loskommen, oder wenn die depressiv sind oder mooi sind, fang an Gott zu loben. Fang an ihn zu preisen, den zu danken, was immer das ist. Kijk dann, was die Umstände sind. Das hat nichts mit den Umständen zu tun. Als Paulus und Silas in die Gefängnis waren, ich bin mir ganz sicher, dass die waren nicht nur gefällt haben, dass sie wollen singen und Gott preisen, aber sie deuten. Sie hatten den deren weiter der Fähren und sagen, check mal, wo uns das geht, ans Regen, das Teil lernen und wie man hier legen, wo ist die ans Riedluten? No, das sagt die Männer danach, am Ende fangen sie an zu singen und Gott zu loben, so dass die anderen festgenommen das hören. You know what, dann ändern die Umstände sich. Und Gott, der schert die Erde so viel, was die deren aufdenken und dass sie riet können. Und you know what, die deren Wächter, die waren danach geraten mit seiner ganzen Familie. Ich sehen, wo die Umstände sich verändern, dann, wenn wir Gott loben und preisen. Und das schafft von der und da so. Wenn wir Gott loben und preisen dann, und danken dann für was er getan hat, sofern dort die Umstände ändern. Wo wir non checken dann, wir checken dann an, und wir wissen nicht, wo wir hier durchkommen, wo die Beute ist so groß. Aber wenn wir das tun, dann, wenn wir Gott loben und preisen dann und danken dann für was er für uns getan hat, you know, die Umstände sehr fertig, die gehen weich und wir wissen nicht mal, wo das passiert ist, aber wir wissen, dass die sind weich. Und das passiert, wenn wir an denen, dass wir Gott loben und preisen dann und dankbar sind an alle Umstände, dann dort ist, was Gott von uns verlangt hat. In Psalm 71, Vers 23 sagt David, ich, den du gerat hast, wo froh sein, in die durch Singen loben. Sie David sagt, ich, den du gerat hast.
Waar vrouw zijn en die loven en den dat ik zingen doe. En dat hebben we ook. We kunnen ook zeggen, God, den die je raad hast, ik wil die loven, maar en den dat ik zingen doe. Psalm 104, vers 33 zegt hij, ik wil durch mijn ganzes leven voor mijn God zingen en zolang als ik leef, mijn God loven. En 34, vers zegt hij, mochten die mijn aandachten gevallen, ik zie vrouw en Herrn. Loof den Herrn, wils de Herr is goed. Loof, zingen zijn noemen, wils dort is schijn. So, we vinden dat veelmaal wordt David den Herrn loven dat en waar hij zingen dat en dat brengt hem weer. Dan de andere denk ik is beden. Immer beden. Aanhouden blijven en beden. Niet abhören. Maar dat gezegd dat we zullen aanhouden blijven en gebeden. Dat meint nicht, dat we niet zullen immer weich beden. Aber dat meint, dat we in Jes immer beden sollen. Dat we zullen een gebetsleven hebben. Dat is goed, wenn we in de tijd te zien zaten, wo we beden doen, en dan komt de gebedstund, dat is alles goed. Aber anders gesagt, wir sollen zu alle Tiden beten, immer beten. Nicht dorthin loten, wir sollen anhauen bleiben mit Gebet. Wir können zu alle Tiden beten an uns Sters. Wenn wir fahren, wenn wir schaffen, wo immer wir sind, wir können an uns Sters, können wir beten. Aber das ist gut, wenn wir uns Dinge anwenden, wenn wir uns anwenden, eine Zeit zu sagen, wo wir die Zeit nehmen, das ist die Zeit, wo ich für Gott komme, ich für mich allein, en met God gemeenschap hebben en te aanbidden. Dat zijn goede aanwendingen wat we ons gaan aanwenden. En dus Paulus ook zei dat in Philippa 4, vers 6 en 7. Hij zegt, du zorgt om niets. Laat God met beden en praten en dankzijden zijn. Alles weten wat je fehlt. En God zijn vrede, die wie über alles steht, wat mensen verstaan kunnen, wat die harten en gedanken en Christus Jesus bewahren. Zij zegt, zorg je om niets. An alles wat je fehlt, zegt hij. Laat God met dankzijden en praten zijn wat je fehlt, en hij wordt aan de harten en Jesus Christus bewahren. Hij heeft de wijsheid. Zijn wijsheid dat wie über alles wat we mensen verstaan kunnen, en hij wordt ons bewahren. Zij zegt, zorg je om niets. Psalm 45, vers 8. Hier zegt, ik was Samaris, Saus, en dat middag kleeuwen, luidrien. David zegt, ik was Samaris, Saus, en dat middag beden. Zie dat weer wat hij zich aangewand had. Hij beet 3 maal in de dag. En ook Daniel, we weten dat van Daniel. Als de koning had een bevel gegeven, dat China had te beden, buiten den opgave op te beden, wat Nebuchadnezzar had afgesteld. En China had anders te beden. Daniel merkt dat niet goed. Hij had zich erover gewand, hij beet 3 maal in de dag. En als hij dit bevel niet hier en dat meer kan reinreichen schiet, hij ging beden, krijgt ze, hij wat je doen had. Hij woonde, toen weer in de boer stond en toen weer een venster naar Jeruzalem gedraaid. Toen ging hij 3 maal in de dag beden. En als hij kennis is, had het bevel gemerkt, dat meer kan niet schiet, hij ging en beet. So dat zijn dingen wat we kunnen ons aanwenden, wat goede aanwendingen zijn. En wanneer we zich aanwend hebben, dan worden we dat doen. Wanneer de tijd is toe is, dan weten we dat nu is de tijd hoe ik wil beden. En dat zijn goede aanwendingen. En dat is wat Daniel deed, en dat is wat David deed. Die beden 3 maal in de dag, dat weer dingen wat ze algemeen deden. Dus wie een paar jaar terug in Israël deden ze weer een nachtschap van de Juden, wat aan een plein weer. En die hadden het ook gezegd, die beden, wasse tijden, wo die gewoon beden. En wanneer die tijd is door weer, dan sammeln die zich alle top, dan gingen die voor zich kapot, en dan beden die. So die dingen, die doen die aangewend hat, dat is de tijd wanneer we beden. En krijg ze ons, dat is goed voor ons, wanneer we tijd nemen. En wanneer we het aanwenden, die dingen aanwenden. En dat zijn goede aanwendingen. En wanneer we een dag aan de werk waren, een maaltijd
uitloten en er steht eten en gaan beden. Dat hebben we ons aanwaan. En dat is een goede aanwaan heeft. Weet je, wanneer we een multiten aan de werk uitloten, en dat shoot ons scherper reinreichen is niet. Waar dat aan de zaal zeer goed. So we kennen die broten ons, we kennen ons die aanwaan, dat we doen kunnen, ons aanwaan dankbaar te zijn, ons aanwaan te beden. En ik meine niet bloß aanwaan dankbaar te zijn, maar mijn aanwaan dankbaar te zijn. Und wir finden das von Jesus sagt, dass einmal die ganze Nacht zubringt ein Gebet. Und dann dankbar sein, 1. Thessalonicher 4, Vers 18, sagt, sie dann alle Lehren dankbar. Sie sagt, an alle Lehren soll wir dankbar sein. Nicht bloß, wenn uns das gut geht, oder wenn wir uns in der Feiern tun, kreiten tun, was die Umstände sind, oder ein Wort von der Lehre wir sind. Gott verlangt das von uns, dass wir sollen dankbar sein. In Römer 1, Vers 22, du lese ich von, wo gefährlich das ist, wenn wir nicht dankbar sind. Das sagt du, wenn man sei Gott erkennen, sei geben am nicht die Ehe aus Gott und haben am nicht gedankt. Dann sagt er, sei geben sich und ihr denken mit verkehrten Gedanken auf, so dass diese und ihr unverständigt Wort überhand nehmen. Und das ist, was passieren wird, wenn wir undankbar werden, wenn wir nicht Gott danken, wenn wir stattfangen und hier zu looten. Bis dann nimmt das diese Pferd und Überhand an uns Leben. So das ist sehr wichtig, dass wir dankbar sind. Und so wir können uns auch dankbar zu sein. Und wir können von diesen Dingen loskommen. 2. Petrus 2, Vers 19 sagt das, wo das sagt, wat immer die Mensch unje hat, dazu hij aan versloof is. In Römer 6, Vers 13, steht, Lut die sind keine Lehrer brücken, der Gerechtigkeit zu deinen. Geeft ihn lieber Gott haben, als Söhne, die von dotem Leben gekommen sind. Und Lut am, die nicht Lehrer brücken, der Gerechtigkeit zu deinen. Wir werden an der Sinn versloof, so wie deinen die Sinn, aber nie haben wir gehulsam gewesen, nie da wir die Gerechtigkeit deinen. So hier war der Tisch von der Sinn deinen, die Gerechtigkeit deinen. So du es war der Tisch. In Römer 6, Vers 16 sagt er, weißt ihr nicht, dass wenn die wem Hand geben zu deinen, dass die dann den sie Knach sind, den die gehorchen, entweder die Sinn, die zum Tod führt, oder die Gehorsam, die mit Gerechtigkeit belohnt. Sie, wem immer wir uns Hand geben, den sind deiner Servi. Entweder wenn wir uns Hand geben, der Gerechtigkeit zu dein, weil dann Servi fürs Lob von der Gerechtigkeit. Wenn wir uns Hand geben, die Gerechtigkeit zu dein, dann sagen wir fürs Lob an die Gerechtigkeit. So alles hat zwei Seiten. Wir denken vielleicht so an das Lob sein, weil dort jetzt kannst du das nicht was gehört, nicht? Aber das hat alles hat zwei Seiten. Und alles hat eine gute Seite, eine schlechte Seite. So wir können an der Gerechtigkeit fürs Lob sein, oder wir können an die Gerechtigkeit fürs Lob sein. So hier habe ich war den Tisch mehr. Und das ist wichtig, dass wir Gott loben und preisen. Und das ich sehe, dass das an der Kraft, dass der von Mut, und wenn wir uns auch wandeln, Gott zu tun, Menschen Mut zu sprechen, an der Grenzen oder verdrießlich sein, Gott zu tun, was die Menschen was halten wird. Und wir können uns das auch wandeln. Und was immer wir tun, wenn wir was tun, dass sie tun, das Beste tun, was wir können. Was immer das ist, bei Arbeit oder wo immer das ist, dort was wir tun, dass sie gut tun, als wir das tun können. Das ist, wenn wir uns dort nicht haben, dann tun wir dort, dass wir zu viel an denken. Und das ist gut. Wir mal einen Farmer, wir einen Mann, der will den Piet helfen von einem Farmer. Und das Farmer sagt zu dem Mann,
dit Piet versteht bloß een christelijke spreekt. Zo hij merken dat het duidelijk, dat de Piet versteht bloß een christelijke spreekt. Oké, zo hij tjaast zich dat en dan hij er op en dan redt hij er weg. En de vormer zegt te allemaal, wanneer die Piet zegt, prijs den Herrn, dan gaat hij los. En wanneer die Amen zegt, dan houdt hij stil. Zo, een dag wil hij dus morgen te riet wanken, zo hij op Piet op en dan zegt hij, prijs den Herrn. En dan gaat hij Piet los. Dus dat is wat Piet ooit want, wanneer dat hier en daar, dan denkt hij los. Zo dan zegt hij nog eenmaal, prijs den Herrn, zegt hij met Luda, en dan vangt hij aan te drabbelen. En dan zegt hij nog eenmaal, prijs den Herrn, en dan vangt hij aan te gloppen. En dan zegt hij nog eenmaal er nog luid, prijs den Herrn. En dan zat de Piet aan en dan zat hij weg. Dan bald zet hij dat, hij is meest wat een afgrond. En dan wondert hij, wordt het niet wat hier, nu worden ze vielleicht de naam voor, über hij schrecht, luid, zegt hij, amen, amen, amen. En krijg, maar op de kant, de komen ze te stoen. Zo de Piet weer het ooit want. Wanneer dit hier en daar, dan denkt hij los, maar hij houdt stil. So, dan komen ze te stoen en dan is ze zeer vrouw, dat ze doen niet zijn nee voor, niet? En dan zegt hij, Lu, zegt hij, denkt er aan wat kan passeren, niet? En dan zegt hij, Lu, zegt hij, prijs den Herrn. En dan Piet weer ooit want, wanneer hij zegt prijs den Herrn, dan moet hij gaan en dan weer ze waren weg. So, dat is goed ons dingen aan te waan en dat te doen. Dankbaar zijn, dat is zo wichtig dat we dankbaar zijn aan alles wat we doen. Doe we een man die we immer dankbaar, we aan alles dankbaar. En je hebt mensen die beobachten zijn mensen, die checken, oké, wat fijn, wo hij wat grenzen, of wo hij niet wat dankbaar zijn. Voor deze man, die we immer dankbaar. En een dag waren ze in de kerk, en dat is reinig, hij had zich zinnig uitgetraten, had een suit aan. En als ze door een parkenlot gaan, wel in de kerk gaan, dan stopt er een bladpullen aan en valt er doel. En dan komt de andere en denkt ze, nu wat moet zijn. Wat er niet dankbaar zijn. Dan zegt hij tegen voor wat was God er niet nog dank? Dan zegt hij, staat op en zegt hij, ik dank God dat het niet alle dagen dit is. Ze immer dankbaar zijn. Je know wat we dankbaar zijn, wanneer we vrouw zijn, en God loven en prijzen doen, de omstanden, de anderen zich. En vindt dat wat je in zelf ziet, wat immer du mag zijn in je leven, wanneer je depressie bent, wat immer het is. Prijs den Herrn, loof den, dank God en alle leven en alle omstanden. De omstanden worden zich ändern. Mag vielleicht studieren, aber wenn wir anhouden blijven, de omstanden worden zich ändern. In 1 Thessalonica 5 van 19 tot 23. Er zijn nog meer dingen wat we willen gaan aan ons leven. Allemaal, de eerste zegt dat we direct den Geist niet. In de 20e vers zegt hij, veracht niet wat prophetisch gezegd wordt. So nicht Gott sein Wort verachten. Und ihr seht alles und ihr seht, wir können uns auch an alles und ihr seht, ob das gut ist oder schlecht ist. Dann sagt er, in was gut ist, hold fast. So das sind Dinge, was wir uns können anwenden. Wenn wir was hören, dann, die wir sehen, in was gut ist, festhalten. So die Dinge können wir uns anwenden. In 23. Vers sagt er, Gott selbst, der Friedensgott, dient durch und durch Helden, in denen Jes und soll in Körper unbeschädigt und rein bewahren, bei uns Herr Jesus Christus wahre Kampf. You know what, und das ist auch ein Ding, wo wir können, wo uns konfirmieren, wenn wir an denken, dass uns Herr wird wahre kommen, und wir weten, dass er auch gesagt hat, dass er wird wahre kommen, und wenn wir das lesen dann, was er gesagt hat, und was te komen is, dat is werkelijk een ding waar we te vrouw zijn. En ik geloof ganz rein,
dat de haar wordt komen, meestal komen wordt. Ik glaube, dat is möglich, dat die wordt in deze generatie komen. Ik glaube van ganzen harten, dat we in de generatie zijn, wo ons haar wordt komen. En dat zal ons niet angst meer, dat zal ons vrouw meer. Dat is een oorzaak dat we geen vrouw zijn. So, we hebben zum Schluss nog wat te beten. Vater in Himmel, we komen voor die heiligheid aan die zaak. We danken die voor die woord. We danken die voor wat die van ons gedaan hast. En Gott, we vragen die, als du uns zuschauen, dass wir uns würden segnen. Ob da einmal eure Wahrheiten an uns Leben sind, was uns hindern dann in uns christlichen Leben, dass wir nicht wissen können, dass wir nicht teilnehmen können, Gott. Gott wüsste uns haben, uns zu segnen, wüsste uns haben, dass wir die würden sein. Und Gott habt ihr uns sagt, immer verhandeln, Gott. Was immer das muss sein, wenn uns Haupt fehlt, habt uns, dass wir nicht würden zu hochmütig sein, zu stolz sein, zu Hauptprägen. Ich bete Gott, dass wir uns beschhalten, dass wir wirklich können so sein, so es dir von uns verlangen, dass wir können immer froh sein, dass wir immer wollen beten, dass wir immer wollen dankbar sein an alle Anlegungen, Gott. Gott, wirst du uns das halten. Gott, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für alles, was du uns für uns getan hast, Gott. Denn das ist wirklich eine große Ursache, wofür wir können froh sein, wofür wir können dankbar sein. Und Gott, wir wollen die loben und preisen von dir uns Meist, was du getan hast, denn die traf alle Ehre und alle Ewigkeit. Das alles beten wir in Jesus Christus Namen. Amen. Jezus Christus, wat waar kom. Pas net leid als 385 in het Deutsche Gesangbuch lesen. Auf, denn die Nacht wird kommen. ...385. Denn die Nacht wird kommen, auf mit dem jungen Tag, wirket am frühen Morgen, bis so spät sein mag, wirket im Licht der Sonne, fanget bei Zeiten an. Denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf denn die Nacht wird kommen, auch wenn es Mittag ist. Ich hätte die besten Kräfte, neben Herrn Jesus Christus. Wirket mit uns, ihr Frommen, gebt alles an euch dran. Auf denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf denn die Nacht wird kommen, auch wenn die Sonne weint, auch wenn der Abend wandert, wird der Tag entflohen, auch bis zum letzten Zuge, wendet nur Fleiß daran, auch denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Nach 304.
Eilet fort, denn die Zeit unseres Lebens vergeht. 304. Eilet fort, denn die Zeit unseres Lebens vergeht. Schnell fliehet sie dahin. Eilet fort auf der Bahn, die zum Himmel geht, wo treulich Jesus ist. Komm, Brüder, komm, wir eilen fort, der Heimat droben zu. O sehet ihr nicht den schönen Himmelsort, dort in der ewigen Ruhe. Kämpfe treu alle Zeit für den Herrn und sein Wort, den guten Glaubenskampf. Gott wird reichliches Lohn in dem Himmelreich dort, wir ernten da Triumph. Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort, der Heimat droben zu. O sehet ihr nicht den schönen Himmelsort, dort in der ewigen Ruhe. Eilet fort und verwertet die köstliche Zeit, schafft eure Seelen heil, dann wird euch nach dem Leben der Trübsal und Leid, Frieden und Ruhe zuteil. Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort, der Heimat droben zu. O sehet ihr nicht den schönen Himmelsort, dort in der ewigen Ruhe. O wie herrlich wird sein, wenn am Kristallenmeer, wo nie das Auge bricht, wird den Heiland dann sehen, so heilig und hell, im schönen Himmelslicht. Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort, der Heimat droben zu. O sehet ihr nicht den schönen Himmelsort, dort in der ewigen Ruhe. Dankeschön voor de woord, Martijn. Ik leef aan hoe Isaac dankbaar zijn. Ik verveel bij de grens bij Sarnia en we zijn 2 maanden zeer verschieden. De ene den habe ich 2 Mal gehört nach dem Bergmann uitgegrenzt wegen nichts en de andere dag er nog verderven. En dus 1 Monat zijn zeer scharf ja, een zeer moed ja en een dag hoor ik den en dan niks moest ik even hoor den waren, dus andere Monaten. Dan vroeg ik den, waarom bist du immer scharf? Ich sagte, was ist das, was die scharf nicht mehr? Und sagt er, warum nicht scharf dich sein? Und dann sagt er, ich mir eine Entscheidung Mars, dass ich mutig sein, froh sein. Er sagt, hey, von können ihr sagen, warum nicht scharf dich zu sein? Und da hat mir da gemerkt, das freut mich. Nu mag ich an die Grenzen dann kommen, dann kiek ich allen Menschen, du kannst da kicken, wo der Mann wir. Aber war da überfahren. So, das ist wirklich der Unterschied, als von freundlich sein und mutig oder anmutig. So, weil wir eine Entscheidung merken, froh sein und da wird das Leben viel schöner merken. Wir sind alle eingeladen, für die englische Andacht zu bleiben und für die, was der Verluten das Gelegenheit hat, ein Opfer zu geben und wir nach dem Schluss beten. Mischer Bruder, wir haben Chloe hier
wo wichtig das ist, dass wir uns das unwahn, froh sind, und dass wir nicht armutig und miserabel beschrammt gehen, dann wir weten, dass wir können einen großen Unterschied merken für die du nicht Christen sind, wenn wir schien und wenn wir freudig sind. Und wir haben hohe Ursache, dankbar zu leben, die zu verherrlichen mit uns Leben und so zu verholen, dass du kannst vom Himmel raufkriegen, du kannst eine Freude an uns haben. Dort haben wir Hand von dir, die sagst, wir haben alles in dem Wort, was uns fehlt, zum Leben in Gott soll ich sein und zum ein frohes Leben führen. Hab uns tun zu denken, und wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, von der hab uns, dass wir möchten die einen guten Einfluss haben, dass die Menschen wollen sein, die haben eine Freude, und dass die Freude auch wollen haben. Dann wir weten, dass wir einen Sagen der Unterschied. Wir weten auch, dass die Israeliten, als die in der Wildnis wären, so armutig und so gut, als die dort hatten, und wollen in Ägypten gehen, und wir sind Krieg so fertig, und wir haben alles so schön, du hast uns so gesehen, wir haben uns so gut, und fertig, dann sagen wir nicht nach was an uns alle Leben, dann die 130 Kirchen bei. Ich bitte Herr, dass du das Wort muss sehen und uns, dass wir möchten, du an denken und uns so verholen. Und wir danken dir für die Überstellung. Herr, wir beten auch, wenn wir von hier gehen, du uns muss beschützen und bewahren, und auch die dann abvergeben, musst du das abversehnen und die direkt wieder bieten. Wir danken dir für die Überstellung. In Jesu Namen. Amen. Wir sind an Loten.